das Mann folgt euer Mundabredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. So, wir sind da in der Stumm von der Waltraud Meier. Eine große Ehre, dass wir die Besucher haben dürfen. Es lässt ja nicht jeder irgendwie da die Leute in die Höhle des Löwen. In der Höhle der Löwin sind wir da jetzt. Genau. Schön, das ist quasi so eine Art, eigentlich ist das eher so ein Austragshäusl, oder? Da. Nein, das ist unser Bauernhof. Das ist schon Ja. das Bauernhaus. Im Allgäu gibt es diese riesen Bauernhof wie in Oberbayern. Da sind ja die Wohnhäuser immer gewaltig groß. Nee, und das ist natürlich auch kein altes Haus. Das haben wir vor 30 Jahren gebaut. Und das Austragshaus kommt jetzt. Ja, weil wie ich da jetzt reingegangen bin, da diese Toskana-blauen Fensterläden und dieser Swimmingpool, habe ich mir gedacht, nach Fackeln schaut es jetzt nicht aus. Aber auch als Bauer darf man sich ja wohlfühlen und darf sich was Absolut, gönnen. ja. Ist klar, wärst du schon der Arbeit haben, gell? Ja, genau. War immer schon ein Traum von mir und irgendwann Macht man's auch. ja, irgendwann macht man es. Man macht so viel Blödsinn im Leben, dann darf man mal was Gutes machen. Ja, wenn sie es genießen können, ist das schön. Und da ums Eck rum ist ein Esel, habe ich gesehen, gell? 2 Esel haben wir, 2 ja. Esel. Können, Sehr schön. können zu unserem Viehbestand. Ja. Ja, und ihr seid ja nicht, es gibt ja mittlerweile sehr viele Landwirte, die direkt aufgehört haben, aber du hast erzählt, ihr habt was, eine Pension. Wir haben Pensionsvieh. Wir haben also im Sommer den Stall leer und im Winter, wenn die Tiere von der Alm, von der Hochalm kommen, dann kommen die zu uns und bleiben dann bis Mai und werden bestens versorgt. Vollpension. Was hast du gesagt? An- und Abreise? An- und Abreisetag ist kostenlos, ja. Genau. Schön. Man findet eigentlich, wir haben ein bisschen geschaut, man findet nicht sehr viel über die Waltraud Meier. Also man weiß irgendwie, man hört immer legendär und hat einen extrem guten Ruf, speziell hier im Gai. Bist du schon, denke ich, so eine Art feste Größe. Ja, das hat sich natürlich so entwickelt mit Veranstaltungen, mit Mundartlesungen. So ist das Ganze eigentlich angegangen, dass ich Geschichten, Gedichte geschrieben habe. Am Anfang für so private Zwecke, Geburtstage, Hochzeiten und wo man halt das Gefühl hat, da könnte das jetzt passen. Und dann hat sich im Ostallgäu der Ostallgäuer Mundartkreis gegründet. Und da haben wir dann gemeinsame Veranstaltungen gemacht mit verschiedenen Autoren und das hat uns alle viel Spaß gemacht. Und so sind die Geschichten und Gedichte natürlich immer mehr geworden. Und irgendwann bin ich einem von meinen Gedichten auf einer privaten Feier begegnet. Und der Mann hat Stein und Bein geschworen, er hat es geschrieben. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht. Jetzt mache ich ein Buch, dann kann ich wenigstens belegen, Ja. dass ich das selber geschrieben habe. Und so ist mein erstes Buch entstanden. Ist das so, ist Ja. es, gell? Und da war der So ist Verlag, es, so ist es, gell? ja, da war der Verlag auch noch sehr skeptisch, weil er auch nicht gewusst hat, verkauft sich sowas oder ja, mittlerweile weiß man, dass sich's verkauft. Wie heißt der Verlag? Der Brack Verlag in Altusried. Okay. Sehr ein kleiner Verlag dann? Verlag, ja. Ja, der tut sich ja viel der Mundartverschreiber, macht auch diesen Allgäuer Heimatkalender und ganz viele Autoren, Mundartautoren verlegen ihre Bücher da. Sind wir gut klargekommen. Du hast nun mal in einem Gespräch erzählt, dass du in der Gemeinde wahnsinnig aktiv bist. Du bist die Altenbeauftragte. Das klingt kompliziert. Also wahnsinnig aktiv bin ich nicht. Ich bin seit fast 24 Jahren die einzige Frau im Gemeinderat. Und wo ich da angefangen habe, da war ich der Jugendbeauftragte. Und mittlerweile bin ich der Seniorenbeauftragte. Hast die Hochgabe. Ich bin also mit meinen Aufgaben gewachsen und bei den Senioren bin ich sehr gerne. Und wir haben vor 10 Jahren ungefähr einmal eingeführt, dass man einmal im Monat alle miteinander zum Wirt zum Mittagessen gehen. Weil wir ganz viele Senioren haben, die täglich allein am Tisch beim Essen hocken. Das macht keinen Spaß und schmeckt nicht. Und diese Senioren-Mittagstische werden sehr gut angenommen. Da ist meistens richtig lustig. Und da sind immer wieder die Themen angeschnitten worden, was man früher alles gekocht hat. Das sind Dinge, die heute ganz in die Vergessenheit gegangen sind. Also das weiß man nicht mehr. Man weiß nicht mehr, was für Zutaten, das hat die Oma gemacht, da kann man sich schon noch erinnern.
aber mehr nicht mehr. Und dann war meine Idee, diese alten Rezepte sammeln wir jetzt und machen ein Kochbuch. Und dann haben wir Rezepte eigentlich ziemlich schnell beieinander gehabt. Das ist das Wort. Das ist das Wort. Die Titel finde ich Hunger fantastisch. ist der beste Koch. Ja. Mit dem Titel haben wir dann ein Problem gekriegt. Ja, deswegen, weil 1956 in Nordrhein-Westfalen ein Buch mit dem gleichen Titel erschienen ist. Ja, ist so. Ja. Und dann haben wir die Rezepte ganz schnell beieinander gehabt. Dann haben wir ein großes Problem gekriegt. Die Senioren wissen, wie man das macht, aber es gibt keine Mengenangaben. Die machen das alles nach Gefühl. So aus der Hand wissen die, wie viel. Und wenn ich gesehen habe, wie viel Mehl brauchen wir da, dann haben die meistens gesagt, das siehst du dann schon. Aber man kann ja das siehst du dann schon nicht ins Kochbuch schreiben. Also habe ich das meiste, ja genau, das meiste habe ich dann nachgekocht und abgemessen, abgewogen. Wir machen 2 Kilo zugenommen, weil diese Rezepte sind zwar sehr gut, aber nicht kalorienarm. Richtig, ja, natürlich war das früher gar kein Problem mit. Ja. Die haben alle schwer körperlich gearbeitet und dieses Fett und diese Kalorien sofort verbraucht. Bei uns geht das halt auf dem direkten Weg, auf die Hüfte oder irgendwo nach, wo es nicht nachgehört. Und dann haben wir unser Kochbüchler beieinander gehabt, dann wollte ich die fertigen Gerichte fotografieren und zum Rezept dazu da. Jetzt sind aber so eine Brennsuppe, Schlettersuppe, Voresser. Das schmeckt alles super gut, aber schaut scheiße aus. Das kann man nicht fotografieren. Ist also eine einheitsbraune Brühe. Dann war meine Idee, ich fotografiere meine Senioren und mache das Bild dann zum Rezept. Und das wollten sie überhaupt nicht, weil sie sind nicht so schön und sie sind schon alt und man kann es gar nicht fotografieren. Und dann hat eine der Ältesten eine gute Idee gehabt. Die hat gesagt, mach doch kein so Theater wegen dem Foto, das kann man doch gleich für Startbildler verwenden. Also man sieht, das ist eine praktisch veranlagte Generation. Die Schwabe, gell? Ja, Da und da hat immer das Ding einen Sinn und einen Zweck haben müssen. Hat man nicht einfach so Fotos gemacht wie heute. Und dann haben meine Senioren die Sterbebilder quasi da ins Kochbuch rein. ja, Sie werden sich glauben, aber mittlerweile sind 15 verstorben, nein 16. 16 sind verstorben und 9 haben das Foto vom Kochbuch auf dem Startbild. Ja, was Und Wichtiges dann hat, sagt haben man meine bei uns, ja. Senioren müssen für alle so alte Zitate, Versler, Sprüchler sammeln, was im weitesten Sinn mit Essen zum Tor hat. Und die sind zum Teil sehr witzig. Wenn der jetzt heißt, vom Zuschauen allein kann man nicht fett werden. Und mein Lieblingsspruch ist der: Lass mir meine Kirchler in deinem Schmalzbacher, dann darfst du dein Greichritz in meinem Kraut kochen. Und solche Sprüchler hat man früher ganz viel gehabt. Und die haben wir damit in das Kochbuch rein. Wir haben es nett illustriert. Und ist aber witzig, wenn man was im Dialekt schreibt. Ich habe dieses Buch einmal bei einer Lesung vorgestellt und habe einige verkauft. Und dann hat mir ein paar Tage später eine Frau angerufen. Sie hat bei mir ein Kochbuch gekauft und da ist ein Ausdruck drin, den sie nicht kennt. Dann habe ich gesagt, also was für ein Wort. Zueluege. Dann habe ich gesagt, das habe ich nie da drin. Doch, in dem Kochbuch, und dann hat sie gesucht, das steht auf Seite 20, zufällig genau das, Zueluege. Das heißt, Zuschauen. Aber das Kochbuch also das ist freut jetzt mich nicht immer bloß eine wieder. Sammlung von irgendwelchen Zutaten, sondern da hast du praktisch die Seniorenarbeit und alles Ja, mit drin. das ist eigentlich ja. Und diese Personen, also die hängen Genau. dir am Herzen. Mhm. Das ist eigentlich ein Seniorenprojekt gewesen. Und die Senioren waren Ist das wirklich. dein liebstes Buch oder hast du ein Lieblings? Mein Lieblingsbuch ist eigentlich das da. Stell dir Ja, das jeder an. hat irgendwo so. Da ließ ich am liebsten draus Ja. vor. Das ist jetzt dann eher eine Winterreise. Also ich wollte kein richtiges Weihnachtsbuch machen, aber ringsrum um Weihnachten gibt es ja nicht nur besinnliche Dinge, da gibt es ja auch sehr lustige Dinge, wie man bei uns zum Beispiel einen Christbaum aufstellt oder all diese Dinge, die Meinungsverschiedenheiten und Pannen, die da auftreten. Und das sind eigentlich alle Alltagsgeschichten. Alles, was man so erleben kann, ob das der Einkauf vom Aldi ist oder ein Tanzkurs von einem nicht tanzbegeisterten Mann,
querbeet, also das Also ist aus dem Leben gegriffen. aus dem Leben. Und darum kennen Und sich, wann glaube ich, schreibst du das dann nieder? In welchen Momenten? ich schreibe nur bei Nacht, ich bin ein geborener Nachtmensch. Okay. Und meine meisten Gedichte enden in der Früh um 4 Uhr. Oh. Wenn ich kalte Füße kriege, ist das Ja. Gedicht fertig. So ungefähr. Ja, bei Nacht habe ich meine Ruhe. Ja, du hast Da kommt, tagsüber wahrscheinlich auch nicht viel ja, Zeit, da oder? hat man vielleicht die Zeit oder jetzt, wo die Muse, dann kommt der Telefon, dann klingelt es an der Haustür, dann ist immer irgendwas. Und bei Nacht bin ich für mich allein Ja. und kenn ich. da ist Kann man da kreativ. stört einen niemand, Mhm. gell? Überregional kennt man die jetzt vor allen Dingen halt aus dem bayerischen Fernsehen mit deiner Genau. Kultfigur Michael Böcks Zenta. Vielleicht Genau. erklärst du mal Michael kurz, wie Becks, ne? Michael Böck. oder? Michael, ja, kann man Beck oder Beck sagen. Ich hab's gibt's gehört, beides. So bin ganz mit- genau bin ich mir, war also ich mir glaube nicht eher sicher. mit E, Michael Beck. Beck war, der BR hat Beck geschrieben. Aber wir sagen beim Beck auch meistens der Beck. Ja, ja. Aha, also ist mehr das E. Ja. Die Figur ist eigentlich entstanden aus Faulheit. Ich habe für eine Veranstaltung noch ein Gedicht machen sollen. Und ich habe keinen Bock gehabt. Ich will jetzt nicht mehr in Reimform das schreiben. Ich schreibe es jetzt einfach so, wie es mir gerade einfällt. Und dann lerne ich das auswendig und dann spiele ich das. Und dann war das ein bisschen zugeschnitten für eine ältere Frau. Und dann habe ich mir bei meiner Mutter den Rollator ausgeliehen, den Wintermantel und die Pelzmütze. Und das ist dann wieder erwarten sehr, sehr gut angekommen. Und man tut sich natürlich vom Schreiben her wesentlich leichter, als wenn ich das in Reimform machen muss. Weil man braucht immer seinen Reim und manche Idee, da brüht die 3 Stunden und am Schluss verwirf ich es, weil es einfach nicht, es passt nicht, gefällt mir nicht. Und bei so einer Figur wie Michael Becks Zenta, der Name ist eigentlich urschwäbisch. Ich wollte irgendeinen Namen, einen ganz gewöhnlichen, Zenta ist ein Name, den heute darf man nicht mehr so, das ist ein bisschen so ein älteres Modell. Und Michael Beck ist schwäbisch, war jetzt zwischen Hefele und Scheifele und Michael Beck und dann ist Michael Beck geworden. Ja, und dann mache ich die jetzt schon einige Jahre und dann ist schon mal die Verantwortliche von Schwaben Weiß-Blau auf die Idee gekommen, ob ich das da mal machen möchte. Und dann habe ich zugesagt und ich glaube, es kommt immer ganz gut an. Ich kriege also viele ist auf dich positive, zugekommen. viel positive Rückmeldung und freut euch natürlich auch. Ja. Und ja. Das hilft auch so bei den Lesungen, oder? Weil wir mehrere Leute kommen, wenn es die aus dem Fernsehen kennen. Ja, noch dazu. Aber ich habe auch vorher ganz viele Lesungen gehabt, aber natürlich von der Sprache regional dann doch sehr begrenzt. Weil im Oberbayerischen tue ich mich schon schwerer, weil das halt doch, wir haben das L hinten raus, wir haben kein Haferl und es ist das ein Häferl. Das ist halt schon so der markanteste Unterschied. Aber ich war jetzt ein paar Mal Das versteht man im schon. Oberbayerischen und ich habe festgestellt, die lachen an den richtigen Stellen. Ja. Ja, Also, weil ich glaube schon, dass die Leute, wo die Berg nah sind, sage ich mal, die haben einen ähnlichen Humor. Und auch wenn der Dialekt sich unterscheidet, gerade so die erdigen Leute irgendwie bei unserem Land, da im Land, das geht eigentlich gut zusammen. Und wir möchten das ja gerade auch mit unserem Mundartbrettel forcieren. Wir holen ja jetzt mal Leute aus der Schweiz zum Beispiel oder aus dem Pinzgau. Ja, Und das genau. wird Aber für das ist die, nicht gleich für oberbayerische die Mundart. Leute sicher ein bisschen Sondern eine Herausforderung, weil die auch ziemlich Vielfältig. gerade den Pinzgauer Ja. Dialekt da singen. Und wenn die mal so richtig vom Lied erzählen, da verstehst du eigentlich nur noch gar nichts. Gell? Aber Aber das ist doch das ja das Schöne. Schöne an der Mhm. Mundart, Ja. dass es so viele verschiedene gibt und dass man, also das Schönste ist dann, finde ich, wenn man so einen gemeinsamen roten Faden findet. Wie Ja. du sagst, wenn sie lachen Ja. an den richtigen Stellen, dann Ja, ist ja klar. eigentlich alles gut, dann hat man sie verstanden Ja. und dann passt es schon. Und ich denke, der Humor ist eigentlich überall dasselbe. Und ich finde es so schön, wenn man am Dialekt allein schon sagen kann, der muss aus der Münchner Gegend sein, der muss aus dem Chiemgau sein, das ist ein Allgäuer. Und das hört man so an der Klangfarbe einfach schon, wo jemand herkommt, dass du aus Franken kommst, her Das einfach. gefällt mir, Ja. Ja. Wie hast du angefangen? So, wie lange machst du das jetzt insgesamt? Schon lange wahrscheinlich. Aber Kann man eigentlich gar nicht sagen. Wie du Die Jugendlichen Bücher reingekommen bist in geschrieben das. hast. Angegangen ist eigentlich mehr bei Privaten, bei Hochzeiten von Freunden. Da ist es immer so üblich, dass man irgendwas aus dem Leben von der Braut oder Bräutigam so zusammenschreibt. Und dann habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, das fällt mir gar nicht so schwer. Und es ist ja nett, wenn sich die Leute darüber freuen und das denen gefällt. Und
so hat sich das ein bisschen ausgeweitet dann. Und durch die Geschichte aber mit diesem Gedicht, wo mir da begegnet ist, das hat mich dann einfach beflügelt, weil man denkt, und jetzt mache ich ein Buch und dann kann ich belegen, hallo, das ist mein Buch. Das ist an allem Genau. Negativen kann man auch wieder Ja, genau. was Positives Kein Schaden setzen. ohne Nutzen. Ja, Kein Schaden ohne Nutzen. Und jetzt hast du deine eigene Buchserie. ja. Es hat sich dann so einfach entwickelt und durch diesen Fasnachtsheugarten, den wir seit 29 Jahren machen, ist man schon mal gezwungen, was Neues zu machen. Und dann Das hat war- 29 Jahre machst du Ja. das schon. 29 Jahre machen wir diesen Fasnachtsheugarten in Kaufbeurer im Stadtsaal. Okay. Machen wir Wahnsinn. 5 Abende und Ja. sind immer noch ausverkauft. Und Boah. wenn sie einmal nicht mehr ausverkauft sind, dann Das ist hören wir cool. zack auf. Und dann ist Schluss. Das wissen die Leute, dann kommen sie. Ja, aber wir werden langsam ein bisschen Das sollten wir auch so machen. Mhm. Wenn wir immer ausverkauft sind mit dem 100 Bredel, hören wir zack auf. Ja, ich mag es nicht, dass man was Dass so, man so kämpfen dass man muss. sowas runterwirtschaftet Ja. und dann noch Karte verschenken muss, bloß dass noch ein paar kommen. Das machen wir nicht. Da hab ich gesagt, wenn wir das Gefühl haben, unsere Zeit ist abgelaufen, dann lassen wir das gut sein. Dann war es eine schöne Zeit. Und wir haben ja selber Das ist als so mühselig. als Akteure auf der Bühne, wir haben ja auch viel Spaß dabei. Das ist ja keine Pflichtveranstaltung, sondern das sind ja auch größtenteils immer dieselben Leute und die gleichen Musikanten und man kennt sich und man versteht sich und das sind ja nette Abende. Freut Ja. man sich auch. Ja. Und wann gibt es Waltraud Meier im Internet? Weiß ich nicht. Weiß ich Homepage nicht. gibt's keine, Wann- gell? Nein, Homepage schaue ich keine. Ich bin technisch natürlich nicht so versiert. Ich bin immer auf die Hilfe von meinen Kindern angewiesen und das ist nicht immer angenehm, weil ja, dann heißt es immer zuerst, das hatten wir dir schon 10-mal Wenn du es brauchst, erklärt. lernst du das kennen. Ja. Aber ja, da bin ich ein bisschen, meine Exzenter, die doch ein bisschen alter, nach dem alten Schlag ist und Aber eigentlich brauchst du es ja gar nicht, gell? Es läuft ja alles. eigentlich brauche ich es nicht, weil ich habe die schöne Situation, ich lebe nicht davon. Ich mache das aus Freude und aus Lust. Und wenn irgendeine Veranstaltung kommt, Anfrage, dann muss ich die nicht nehmen, weil ich da davon lebe, sondern das ist Ja. für mich einfach eine schöne Art. Und wenn ich auf der Bühne hocke und den Leuten eine Freude mache, Das das ist das kommt auf Schönste, einen was zurück und das kommen dann manchmal so fast schon berührende Momente, wenn da ist mal eine ältere Dame gekommen, sie war schwarz gekleidet, die nochmal aus, als einer Trauerfeier gehabt hat. Und dann ist sie hergekommen und hat sie gesagt, ich muss Ihnen so dankbar sein für diesen Abend. Ich habe nicht gewusst, dass ich noch so lachen kann. Und das ist natürlich für mich das größte Lob. Ja. Also das kann Das kann eine gute das Gage höchste Lob. natürlich nicht aufwiegen. Ja. Das ist Das schön ist, sowas. finde ich, ein Das Höchste. wunderbares Schlusswort für unser kleines Gespräch. Und hat uns total gefreut, dass wir herkommen haben. Mich dürfen. hat's Und auch hat sich gefreut. Hat sich auch gelohnt. Jetzt kann man zumindest ein bisschen was vielleicht dann auch im Internet Ja, finden genau. von der Waltraud Meier. Und das freut Vielleicht uns und fragst wir dann mal freuen deine uns, Töchter, die sollen mal nachschauen. wir freuen uns schon ganz arg auf den 15. September, Genau. wenn du zu uns Schauen wir. kommst ins Mannvater am Ja, Montag. gerne. Ja. Ja. Gut so. Das man feut euer Mund abbredel,